Und am Bufferding Mengen hat gesagt, dass kein ideologischen Projekt, wie war das dann? Selbstverständlich als ein ideologisches Projekt, wenn eine Regierung hinkommt, an über Jahren sich schmeckt, ein Modell für Familien zu favorisieren, die wir die zwei Älteren schaffen gehen, und kann dann betreuen lassen. Wir machen an diesem Bereich, wir als ADR, machen keine Ideologie, weil wir so, wir gehen die Leute schwach, ob sie das do wollen, weil die auch unterstützt, oder ob sie wollen, dass eben den Ehepartner oder Partner bei daheim bleibt und selber sein Kanner erzählt. Wir gehen die schwach, die favorisiert ein Modell, an nicht ernst. Da fragen sich, wie mischt dann Ideologie? Das ist ganz klar, dass Regierungsparteien an die just den Modell wollen favorisieren. An diesem Projekt, du hast in einer Reihe Avantagen. Dafür stimmen wir auch nicht dagegen. Wir müssen eine ganze Reihe Kritiken, das von den Vierredner immer betont gehen, wenn ein mannerjährig kann stirbt, der Congé, verschiedenen anderen Situationen, der Congé zu gut, das sind sozial Vierdeler, dafür stimmen wir auch nicht gegen dieses Projekt, aber Kritiken Hummer und ich will es dir präsentieren. Eng echt ass an der Such von Parteien opgegraft gehen, für wertschüste private Sektor, nicht auch den öffentliche Sektor, weil jo, ich meine, das ist immer all eins, weil jo Papas an de Kant, aber alle gut das Ziel hun, für dat der Kontakt zwischen Papa Kant soll mich stark sich können entwickeln und das jo nicht umstritten. Das hätte auch können heim machen an so ein Gesetz. Nicht verhindert, was schon 2 von den 3 Regierungsparteien so, die hätten das gern, der den dann hier geht, für Teil im Rapport steht, da sieht, dass man an der Gehälterverhandlungen am öffentlichen Deal, am öffentlichen Denken steht am Rapport, Herr Minister. Dafür ist es an Eisen ja auch sich unfair, wie es Gehälterverhandlungen mit der CGFP oder mit anderen Gewerkschaften aus dem öffentlichen Dienst zu verlagern, wer den hätte können, hier gesetzlicher Regeln, von den da wirklich das auch so hätte wollen, umgehen. Eng zweite Observation, die wir haben, als die Revenue Entreprise. Mit einer Reihe Gesetze, hat Chambre de Commerce doch gesagt, die Entreprisen administrativ stark belasten, weil die Regelungen, die gesetzlichen Regelungen so gut gemengt, wie sie auch sind, also positiv, wie sie das auch sind, aber eine Reihe von administrativen Lourdeuren wie die Entreprise mitzuspringen, da das den Temps de Travail, der soll kommen, das der Congé parental, den wir gestimmt haben, das auch ein Dateigesetz, weil da wird die Entreprise für eine Reihe raus. Pardon? Ja, unwichtig an diesem Zusammenhang der Punkt ist, das wichtig, dass die Entreprisen eine ganz Reihe administrativ Lourdeuren heimat da kreen und noch diese Congé den als schwer aus sich zu kontabilisieren und sind eine Reihe praktisch Herausforderungen, aber du von den dat will wirklich präzis verfolgen, ob durch die Tranchage und so weiter, ob das da korrekt appliziert wird. Die dritte Observation, die man aus der Staat bezielt, und das ist relativ schwer aufzuschätzen, auch das steht an der Fiche financière vom Projet de loi, wird die Mesure lo am Einzelnen direkt kosten. Das ist ein bisschen, sind auch keine riesig Summen, mit sind aber in einem Kontext von einem Staatsdefizit soll den Druck aufpassen. Wir stellen just fest, wir sind mit den Reiben in den Maßnahmen d'accord, und aber wissen wir noch nicht genau, was am Staatsbudget d'Incidence von der enger oder anderen Maßnahmen ist. Am Einzelnen will ich auf 3 Sachen eingehen. Erstens, der Congé pour raison familiale. Wir begrüßen ausdrücklich, dass gehackt wird, auch wenn wir eben so und frohe stellen über Modalitäten von der Applikation. Das ist nicht immer einfach. Aber was uns interessiert, auch an der Politik, das wie kann der Lo, ob das Krankheit oppassen? Und ich meine, dass wir da das Problem haben, das wir ganz gut kennen, dass die geschiedene Pappen oder geschiedene Mama, wenn sie gerade gar nicht tun, dass das auch die können bei ihr Kanner sie, weil das ganz liegt, das ist eine zirkulär, Ich will teilweise, dass ja auch diskutiert gehen am Laufe der Diskussion um das Gesetz, das klar an unseren Ehren. Dat eng Familie monoparental heinz du Mann monoparental ass wie schenkt, well et gëtt dacks de geschiedene Partner, die geschiedene Mam oder die geschiedene Pap, die droit gar net tuet, die sich och ger wild im Kant kümmern, an du gëtt eng zirkulär, die dat regelt vu gesot gëtt ja gut, de Partner soll dat och kennen man, mit dat das aber eng relativ unsicher Sach. Ich frage mich ob an der Praxis auch immer all Patron do mat spielt, a wie dat an der Praxis dann noch ausgeseit, der geschiedene Pap oder ein geschiedene Mam sich kann im Kant kümmern, not auch van Probleme schon gëtt beim droit de Visit, wann op den WD exerziert gëtt. Mir so das wichtig, dat der biologischen älteren Deel sich auch kann rechtlich an praktisch krank kann kümmern. Der zweet aus den Congé am Fall von enger Geburt.
Da sind wir aber wirklich voll am ideologischen Bereich an Schweldat ausfeieren. Da der begräst, dass man den Congé am Fall von einer Geburt herabsetzen. Das ist ein positiv Sache. Könnt ihr ein Direktiv und so fein. Wir sind auch d'accord auf Frohdriver bei einer Kanneradoption, dass der Congé d'accueil herabgesetzt wird. Wir haben also keinen politischen Unterschied an den Sachen mit der Regierung. Ein anderer Grund, für was man nicht gegen das Gesetz stimmen. Das Problem ist auch bei der ganzen Diskussion die homosexuell Koppeln, die Kanner wollen. Auch da haben wir traditionell immer gesagt, dass für uns wichtig, dass der Kant Recht hat auf seine Mom, als sein Pap, dass es für das Kant das Beste ist an Eisenern und nicht mehr an Eisenern, dass sich ein Kant entwickelt, wie da in der Kannerrechtskonvention übrigens steht, mit seinen Älteren, an sich kann entwickeln, an dem Vergleich mit den zwei älteren Mom oder Pap. Hier also aber eine Diskussion gefeiert ging an der Kommission du Travail, und das lest doch Dave gucken, das ist ja an der ganzen Logik von dem Mariage pour tous, das Madame Bofferding ja auch appelliert hat, dass der Begriff Pap sogar soll streichen, an eben just den Parent 1, Parent 2 oder Conjoint soll benutzen, also dass die allein schon Begrifflichkeit von Mama, Pap, wie so aus dem Code Zivil rausgeholt gehen, sollt vergessen. Das ist eine Fiktion. Kant hört nicht mit Chance ob eine vraisemblable Filiation. Das ist für uns ein graves Problem, ob Zulasten von den Kindern, und noch Zulasten von den Koppeln, heterosexuelle Koppeln, die Kinder wollen adoptieren, weil sie in Reihe Länder, die als kein Kinder mehr gehen, wenn wir den Mariage pour tous angefeiert haben. Das ist ja auch nicht normal, wenn ihr seht, Mom an Mom, kein Kind auf dieser Welt hat zwei Mammen, kein Kind auf dieser Welt hat zwei Pappen. Das ist eine reine Fiktion. Und wenn ihr seht, zwei Mammen am 4 Uhr Congé an, da seht ihr nur sich GPA, PMA, normalerweise mit allen ethischen Problemen, die damit verbunden sind. Aber wenn ihr seht Pap, da seht ihr normalerweise Leihmutterschaft, weil Adoption mischen sie überhaupt nicht möglich ist, etwas von Datei am Land, wie man am Loschet doch sieht, soll verboten geben, mit allen Tieren ob, wie das von einer Leihmutterschaft am Ausland organisiert wird, dass die dann auch sollen dann Möglichkeit tun, wie Congé d'accueil oder so selbst zu kriegen. Hier sind wir am vollen Bereich von der Neukonstruktion in der Familie aus rein ideologischen Gründen, von der Filiationsdiskussion aus rein ideologischen Gründen, aber wir als ADR so in Heiget etwas organisiert, auch über die Weg vom Congé, für eine ganze Reihe von ethischen Problemen damit verbunden sind. Das dritte ist der Congé postnatal. Da will man aber auch so, dass eine Reihe von, wir können matt drohen. Das ist nicht, dass wir auch da etwas dagegen hätten. Wir wollen aber auch da aufmerksam machen, ob die Kritiken, die zu Recht von der Chambre des Métiers und auch von der Chambre des Salariés da formuliert gesehen. Es gibt ganz leicht an unserer Gesellschaft heutzutage geschwärzt, wo Leute, die benotelt wären, gegenüber dem anderen, auch, und das ist der wichtige Punkt, wenn sie objektiv an einer anderen Situation sind. Ein Mann, die nicht als objektiv an einer anderen Situation, auch medizinisch, was ihre ganze Körper und so weiter angeht, wie ein Mann, die nicht nicht. Du also den Unterschied, den du gemerkt hast, der wo begründet, medizinisch begründet, wie auch die Chambre des Métiers ist rappeliert, und dafür waren eben zwei objektiv einer Situationen da, die auch ähnlich beurteilt gesehen am Arbeitsrecht. Auch wo politische Wunsch, nämlich Nieren zu encouragieren. Auch da wird durch die Heilreform ein bisschen vorgestellt. Also schlussendlich gibt es Einkommen, nämlich die Chambre des Salariés, die auch sieht, wie es da mit den Naissance multiple, von den Zwillingen, Drillingen und so weiter, kriegt auch das, als leider nicht berücksichtigt geht. Wenn ich das also will zusammenfassen, dann unterscheidet es an den meisten Punkten, wenn das im Gesetz wenig von der Regierung, dafür stimmen wir nicht matt, weil wir zu viel Kritiken holen, wir enthalten uns. Aber es sind eine ganze Reihe Punkte, wo es auch ganz viel von ihrer Politik trennt. Und zu allem ist für allem da, wo dem Interesse vom Kant geht, für allem da, wo eine Berufskategorie von einer anderen, par rapport zu einer anderen objektiv benötigt wird, in diesem Fall Fonction publique, par rapport zum Sektor privé. Das Gesetz wird an verschiedenen Punkten auf einen guten Weg geht, mir auf anderen wirklich die Kontra möchte. Wir werden also enthalten, ist so nicht mehr sehen.